Wir starten in die Predigt, berufen zu Gott hin. Ich denke mir, wie schön ist es, wenn wir Erwachsenen, alt und jung, aber auch die Kinder diese Berufung erleben dürfen, dass wir zu Gott hin berufen sind. Wir sind ja gestartet in diese Predigtserie mit einem Talk mit Peter Höhn, dem Buchautor dieses Buches Ganz Ich Sein. Es ist auch eine Empfehlung, dieses Buch vertiefend zu dieser Predigtserie zu lesen. Ich habe im Handout, das aufliegt, auch Hinweise geschrieben, welche Kapitel man jetzt lesen kann, um das Thema heute weiter zu vertiefen. Das Buch liegt da bereit auf unserem Büchertisch, auch mit anderen Büchern zum Thema Berufung. Ich habe den christlichen Laden in Bülach gefragt, den Fontis Shop, welche sind die besten Bücher, die ihr habt zum Thema. Und sie haben mir dann eine Auswahl zusammengestellt, die wir jetzt hier haben. Also ihr könnt das mal anschauen und ruhig auch gleich zugreifen und kaufen und euch eindecken, um euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es zu vertiefen. Berufen hin zu Gott. Es gibt verschiedene Dimensionen der Berufung. Und es sind so 3 Dimensionen, die wir in dieser Predigtserie vertiefen wollen. Beim Talk haben wir gesehen, diesen Mann, der so nach Berufung sucht und gemerkt hat, Berufung ist ein Thema, das das ganze Leben lang aktuell ist, sich immer wieder zu fragen, wohin beruft mich eigentlich Gott? Und dann haben wir letzten Sonntag miteinander angeschaut, dass wenn wir in unserem Leben zurückschauen, dass wir überall Spuren entdecken können, wie Gott unsere Berufung formt. Und heute starten wir in so eine erste Berufungsdimension, am nächsten Sonntag die zweite, übernächsten Sonntag die dritte. Und da gibt es noch 2 weitere Themen, die ganz wichtig sind, um so einen Gesamtüberblick zu haben. Und ich will euch unbedingt ermutigen, dass ihr für alle diese Dimensionen mitgeht, mitdenkt, mitprüft, mitbewegt, dass ihr das so als ganzes Paket nehmt, dass ihr schaut, wenn ihr heute da seid und ein anderes Mal nicht kommen könnt, dann online schaut oder so, oder wenn man heute nicht da ist, dass man das andere Mal kommen kann, aber dass ihr einfach das ganze Paket mitnimmt, weil das gehört so wie zusammen. Und jetzt heute, diese erste Dimension ist meine absolute Lieblingsdimension, zu Gott hin berufen zu sein. Es ist meine Lieblingsdimension, weil ich merke, dass für mich selber das Thema Berufung immer ein herausforderndes Thema war. Und beim Talk hat es der Redner ganz gut gesagt, er hat gesagt, manchmal hatte er Angst, sich so dem Willen Gottes ganz hinzugeben. So, was macht man dann Gott mit mir? Dann schickt er mich irgendwo als Missionar nach Afrika oder so, wobei ich hätte das noch cool gefunden, aber er könnte auch nach Island schicken oder keine Ahnung, oder? Was da immer passiert und man hat so ein bisschen Angst, was passiert, wenn ich mich so in die Berufung, in den Willen Gottes hineinbegebe. Und besonders diese erste Dimension, es ist so etwas Wohltuendes, Gutes, wo man einfach merkt, wenn ich am Ort der Berufung von Gott bin, bin ich auch am besten Ort, den es gibt für mich. Es gibt keinen schöneren Ort, wo ich hingehen könnte. Und dieser Vers, der hier auf dem Flyer steht, Jesaja 43,1, da spricht Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist so diese erste Dimension, fürchte dich nicht. Komm mir nahe, komm in meine Nähe, hab keine Angst, dich meinem Willen hinzugeben, dich mir ganz hinzugeben. Fürchte dich nicht, zu Gott zu kommen und mir nahe zu sein. Und das ist auch mein Wunsch heute, dass wir zusammen Gott nahe sein können, etwas mehr von seinem Willen erfahren können, uns mehr da hineinbegeben können, Gott ein Stück mehr erkennen können, was er auch damit meint. Und dafür wollen wir auch beten. Danke, Jesus, dass wir jetzt eintauchen dürfen in das Thema Berufung, in die verschiedenen Dimensionen und heute in diese eine Dimension, die du uns auch zeigst in deinem Wort. Und wir wollen heute nicht einfach unser Wissen vergrößern, sondern wir wollen dich, Jesus, heute sehen, anschauen, erkennen, wer du bist und wer wir sind in dir. Und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen genau das bewirkst, dass wir dich heute besser erkennen können und wer wir sind in dir. Amen. Ja, um hier einzutauchen, habe ich ein paar Texte mitgebracht. Und der erste Bibeltext, 2. Timotheus 1, Vers 9 bis 10. Ich denke mir, wenn wir sagen, wie können wir Gott so nahe sein und
wenn wir sagen, berufen, Gott nahe zu sein, wie geht das überhaupt? Vielleicht gibt es verschiedene Leute, die sagen, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, Gott ist nahe. Ich habe vielleicht nicht mal das Gefühl, ich will Gott nahe sein. Für mich ist irgendwie Gott, wenn ich denke, mich zu Gott hinzubegeben, was passiert dann? Wird mir dann etwas vorenthalten im Leben? Und ich denke dann, wenn wir Gott erkennen in seiner Großzügigkeit, wie schön ist das? Oder es gibt vielleicht Menschen, die sagen, ja Gott, es gibt ja verschiedene Götter. Wer ist dieser Gott überhaupt? Kann man den finden? Und ich denke, ja, wenn man den finden kann, wenn man ihm nahe kommen kann, der Gott der Wahrheit. Und plötzlich merkt, da bewahrheitet sich alles. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ja, diesem Gott nahe kommen, der nützt mir ja gar nichts. Was habe ich davon? Und ich denke mir, wenn man diesem Gott, der Liebe ist, nahe kommt, wie etwas Wunderbares ist das, wenn man diesen Gott erkennt. Aber ich muss auch sagen, es stimmt, wir können diesem Gott nicht nahe kommen. Das können wir Menschen nicht. Er ist ja nicht sichtbar vor uns. Es gibt etwas, das uns Menschen wie immer von diesem Gott trennt. Vielleicht denken einige manchmal auch, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht würdig, einem Gott gegenüberzutreten. Eigentlich bin ich zu unheilig, ich habe Fehler im Leben, ich habe Böses im Leben. Das baut so wie eine Mauer zwischen uns Menschen und Gott. Und es ist tatsächlich so, das Bild, das auch die Bibel zeigt, ich nenne jetzt diesen Begriff Sünde, von all diesen Dingen, die uns von Gott trennt, die wir Menschen im Leben haben, das ist ein Hindernis, dass wir nicht zu Gott kommen können. Das ist tatsächlich eigentlich eine Notsituation. Eigentlich muss man sagen, jeder Mensch ist in einer Notsituation, weil die Nähe von Gott, was eigentlich der beste Ort ist, da sind wir getrennt davon. Und wir müssen aus dieser Notsituation irgendwie gerettet werden, um so in diese Berufung, sage ich mal, hineinzukommen. Und genau dieses Thema ist verschiedenen Bibeltexten sehr bekannt und sie sprechen genau von diesem Zusammenhang. Deshalb lesen wir als erstes 2. Timotheus 1 ab Vers 9. Genau, das wäre dann auch der erste Punkt der Predigt. Wir sind berufen, Gott zu erkennen. So, ich habe heute genau 3 Punkte mitgebracht, so eine typische 3-Punkte-Predigt. Und in diesem Bibeltext geht es jetzt um diesen ersten Punkt, Gott zu erkennen. Da heißt es, das ist von Gott die Rede, er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Da wird in einem Satz gesagt, wir sind berufen, Gott nahe zu sein, zu seinem Volk zu gehören, zu seiner Familie zu gehören. Das ist unsere Berufung. Und das geht, weil er uns selbst rettet. Aus dieser Notsituation heraus. Also diese Berufung und die Rettung von Gott, das gehört zusammen. Dann heißt es weiter, und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Ich finde das so spannend. Wir haben gerade vorhin davon geredet, wir können selber nicht in diese Nähe von Gott kommen. Das ist eigentlich für uns Menschen gar nicht möglich. Aber Gott hat es möglich gemacht, nicht wegen unseren Leistungen oder so, das würde gar nicht funktionieren, sondern weil er es will. Also wenn du heute dich fragst, will Gott mir überhaupt nahe sein? Bin ich würdig genug? Liebt er mich auch? Meint er sogar mich auch damit? Dann darf ich dir sagen, ja, das ist die Idee von Gott. Das ist seine eigene freie Entscheidung, dass er will, dass du auch zu seinem Volk gehörst. Etwas Wunderschönes. Und dann heißt es weiter, schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Also wir erfahren immer mehr über diese Berufung. Wir erfahren, dass das möglich ist, weil es Gottes Plan war und dass er es durch Jesus Christus ja gemacht hat. Dass es zu seinem Plan voller Gnade gehört, wie das alles funktionieren soll. Aber wie können denn wir jetzt diesen Gott erkennen, diese Rettung, diesen Jesus, wie er das mit seinem Plan machen will, wie das sein Plan ist? Wie ist er uns erschienen? Wie hat er sich uns gezeigt? Und da heißt es dann weiter, und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium.
Das Evangelium, ein Wort für eine frohe Botschaft, für eine gute Nachricht. Und das ist die gute Nachricht. Wir selber können nicht in diese Nähe zu Gott kommen. Aber er hat sich uns gezeigt in Jesus Christus. Er hat gezeigt, wer er ist. Wir können erkennen, wer Gott ist, wenn wir Jesus anschauen. Und wir schauen Jesus an und sehen, dass er als unser Retter gekommen ist, indem er unsere Schuld, unsere Scham, dass das uns von Gott trennt, auf sich genommen hat und selber in die Trennung von Gott gegangen ist. Er ist am Kreuz gestorben für die Schuld und Sünde. Er hat mit dem Tod bezahlt, hat in dem Moment gerufen und geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist in die Verlassenheit von Gott gegangen, damit wir Gott nahe kommen können, in die Gemeinschaft mit Gott hineinkommen können. Und das ist Gottes Plan, das ist seine Berufung, die er ausspricht. Vielleicht gibt es Leute hier, die haben sich schon viele Gedanken über ihre persönliche Berufung gemacht. Was ist meine Berufung? Was will Gott mit mir? Was ist der Ruf von Gott? Und der erste und wichtigste und tiefste Ruf von Gott ist, komm in meine Familie. Ich habe Jesus gesandt auf die Welt, um dich zu retten, aus der Verlassenheit von Gott hin zu einer Gemeinschaft mit Gott, zu einem Leben mit Gott, in seiner Nähe. Ihn zu erkennen, Gott zu erkennen, wer er ist, das ist eine wunderbare Botschaft. Und wenn wir in der Bibel lesen, da gibt es ganz viele Orte, wo wir genau von dieser Berufung lesen. Also dieser Punkt, das ist so wie die Grundlage und etwas Wunderschönes. Du bist berufen, Gott zu erkennen. Und das ist möglich, weil er gekommen ist, sich gezeigt hat und der Retter ist, der uns zurückbringt zu Gott. Wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen ihn um Vergebung bitten von dem, was uns trennt. Wir dürfen das Jesus abgeben. Und wir dürfen Jesus in unser Leben einladen und gehören dann ganz zur Familie von Gott, in seine Nähe. Das ist die Grundlage aller Berufung, die wir haben von der Bibel her. Im 1. Petrus 2,9 heißt es, er ist es, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir sind berufen, nicht in der Finsternis fern von Gott zu sein, sondern ganz im Licht bei Gott. 1. Timotheus 6,12. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und dann heißt es sogar, dass wir das auch bekennen können vor anderen Menschen. Wir feiern bald Taufgottesdienst und ich denke mir, die Taufe ist so ein Ort, wo man wunderschön bekennen kann. Hey, ich gehöre zu diesem Jesus, ich gehöre zu dieser Familie, ich bezeuge das vor allen. 1. Korinther 1,9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir sind berufen in eine Gemeinschaft, in eine Verbindung, in ein gemeinsames Leben mit Jesus Christus. In die Gemeinschaft mit Jesus. Ein Text, der das alles auch wunderbar zusammenfasst und auf den Punkt bringt, ist 2. Thessaloniker 2, Verse 13 bis 14. Da heißt es, für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken. Ich finde das wunderschön, wie dieser Text anfängt damit, dass wir Geliebte sind bei Gott. Dass er uns liebt, dass er uns in eine Liebesgemeinschaft hineinholen will, oder? Eine Liebesfamilie. Dann heißt es weiter, denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird wie eine neue Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Wieder haben wir dieses gerettet werden. Hier haben wir auch das Wort Glauben, durch den Glauben an die Wahrheit. Es gehört dazu, dass wir diesen Jesus im Glauben annehmen. Und dann heißt es weiter, das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Ich finde das so ein wunderschöner Gedanke. Das bedeutet, wir sind berufen nicht in etwas Komisches hinein, sondern wir sind berufen, an der Herrlichkeit von Jesus so teilzuhaben. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus und haben so Teil an seiner Herrlichkeit, werden immer mehr in seine Herrlichkeit hineingenommen. Und das ist der Moment, wo wir erahnen, diese Berufungsdimension, das ist nicht etwas Einmaliges,
sondern hineingenommen zu werden in die Herrlichkeit von Gott. Also, ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was immer weiter wachsen kann. Oder ich will mal ganz persönlich fragen, wie würdest du das einschätzen? Wie weit bist du in diese Herrlichkeit von Gott hineingenommen? Denkst du, da hat es noch Raum nach oben? Oder bist du schon am vollkommenen Ende angelangt? Und wir erahnen, dass das eine Berufungsdimension ist, die nicht bei einem Punkt im Leben stehen bleibt, sondern die da weitergeht und die noch mehr mit sich bringt. Und ich denke mir, wie schön ist es, wenn wir immer mehr in diese Herrlichkeit von Jesus hineingenommen werden, immer mehr teilhaben können, zu der wir berufen sind. Und da stellt sich die Frage, wo stehen wir auf diesem Weg? Und das bringt mich zum zweiten wichtigen Punkt dieser Predigt heute. Was gehört zu dieser ersten Berufungsdimension dazu? Der zweite Punkt ist, wir sind berufen, Gott zu erkennen. Und ich meine wirklich Gott zu erkennen. Wir können uns fragen, wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du ihn wirklich? Wie gut kennst du Gott wirklich? Wie viel hast du von Gott erkannt? Wie viel bist du in seine Herrlichkeit hineingekommen? Im 1. Thessaloniker 2,12 heißt es ja, er ist, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wo bist du auf diesem Weg unterwegs? In die Herrlichkeit. Ich denke mir, wenn ich an Herrlichkeit denke, Gott, der Allmächtige, der alle Macht hat, in diese Macht hineinzukommen, Teilhabe zu haben in dieser Macht. Ich denke bei Herrlichkeit auch, dass Gott Wahrheit ist, dass Gott gnädig und barmherzig ist, in diese Barmherzigkeit hineinzukommen, das ihm mit allem aufzusaugen. Gott ist Licht, Gott ist Leben in Fülle, wenn ich an Herrlichkeit denke, teilzuhaben an dieser Herrlichkeit. Gott ist Liebe. Etwas Wunderbares, Herrliches. Wir sind dazu berufen, in diese Herrlichkeit immer mehr hineinzukommen, hineinzuwachsen, mehr davon zu verstehen, teilzuhaben daran. Also mit anderen Worten gesagt, unsere Berufung ist es, Gott immer mehr kennenzulernen, Gott zu erkennen, wer er ist. Die Bibel braucht häufig dafür das Wort erkennen. Und ich merke, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Potenzial hat es noch. Diese Berufung hineinzuwachsen, Gott zu erkennen. Gott immer mehr zu erkennen. Ich möchte hier ein bisschen Theorie mit euch büffeln. Es gibt das altgriechische Wort Gnosis, das für Erkenntnis oder Wissen steht. Etwas im Kopf zu wissen. Im 1. Korinther 1,8 heißt es, die Erkenntnis oder eben dieses Wissen bläht auf. Und dann gibt es aber noch ein anderes Wort, das manchmal steht, Epignosis. Und das steht dafür, etwas aufgrund von eigener Erfahrung so richtig kennenzulernen. Im Bibelübersetzungsprogramm heißt es zu diesem Wort persönliche Anerkennung, zu dem Punkt kommen, wo man etwas klar und deutlich oder als wahr und gültig versteht, oft verbunden mit einer persönlichen Vertrautheit, die eine positive oder negative Reaktion erforderlich macht. Also wenn die Bibel davon spricht, Gott zu erkennen, meint es nicht viel über Gott zu wissen im Kopf, sondern Gott persönlich zu erfahren, zu erkennen, wer er ist. Einige von euch sind gut im Bibelwissen. Im Alten Testament steht manchmal von einem Mann und er erkannte seine Frau. Was passiert da in dem Moment? Kann jemand helfen? Wenn jemand seine Frau erkannt, was passiert da? Lieben. Körperlich lieben. Man schlaft miteinander, es gibt Sex. Das ist ein bisschen mehr als nur im Kopf etwas über den anderen zu wissen, oder? Definitiv etwas ganz anderes. Die Bibel spricht davon, dass wir Gott erkennen sollen. Mit allen Facetten unseres Seins mehr erfahren und begreifen, in die Nähe von ihm kommen können. Einige von euch sind schon seit langem verheiratet.
Überleg einmal, was der Unterschied ist, oder? Dein Ehepartner und jetzt hast du nicht nur einen Steckbrief von deinem Ehepartner und weißt ganz viel oder von mir aus ein Buch, eine Biografie, sondern man hat sich kennengelernt, man hat Erfahrungen gesammelt. Man weiß, wie der andere tickt, man spürt einander. Manchmal hat man schon so eine Verbindung, die kann man gar nicht beschreiben. Es ist ein ganz anderes Erkennen. Und wenn die Bibel davon schreibt, dass wir Gott erkennen sollen, meint sie das zutiefst aufgrund von tiefen Erfahrungen dieses Gegenüber kennenlernen, diesen allmächtigen Gott, seine Herrlichkeit hineinkommen. Ich habe hier ein kleines Zitat aus diesem Buch. Peter Höhn schreibt dazu: Es ist nicht falsch, für Gott zu arbeiten. Viele Leute meinen ja, Berufung hat vor allem mit Arbeit für Gott zu tun. Ich würde jetzt hier ergänzen, es ist nicht falsch, viel über Gott zu wissen mit dem Kopf. Doch unsere erste Berufung besteht darin, den wahren Gott, der Liebe ist, ein Leben lang immer tiefer zu erkennen und uns von ihm erkennen zu lassen. Eine Bibelstelle, die genau dieses Erkennen aufnimmt, es gibt einige Bibelstellen, ich habe im Handout einige auch noch hingeschrieben, ist Epheser 1, Verse 17 bis 18. Da schreibt Paulus, dieser Mann dieser Gemeinde: Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, da haben wir wieder diese Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt. Und jetzt fragen wir uns, wozu ist uns dieser Heilige Geist denn gegeben? Was will uns Gott offenbaren? Welche Berufung sollen wir ausführen? Wozu ist dieser Heilige Geist denn da? Dann heißt es, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Und hier steht für dieses besser kennen genau dieses Wort. Andere Übersetzung sagt dann zum Beispiel in der Erkenntnis von Gott selbst. Dafür ist uns der Heilige Geist gegeben, dass wir Gott immer mehr erkennen können. Dann heißt es weiter, erleuchte oder öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was die Hoffnung eurer Berufung ist. Das ist diese Berufungsdimension. Dazu ist uns der Heilige Geist gegeben. Gott möchte uns in seine Herrlichkeit hineinnehmen und uns immer mehr von sich zu erkennen geben. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer. Der hat ja viel Schreckliches, viel Leid erlebt im eigenen Leben. Und er schreibt aber genau dazu: Mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Im Leben und nicht erst im Sterben. In Gesundheit und Kraft und nicht erst im Leiden. Und das ist die Ermutigung von der Predigt heute. Nimm das mit. Gott erkennen, das ist nicht etwas, das ist einmal abgeschlossen, sondern das führt uns Schritt für Schritt immer näher zu Gott. Und Gott will uns immer Neues von sich zeigen. Gott hat uns dafür den Heiligen Geist gesandt, damit wir ihn immer mehr erkennen können. Und ich denke mir, wenn jemand überlegt, was ist meine Berufung von Gott? Wie soll ich mein Leben gestalten? Welchen Ruf hat Gott für mich? Dann ist das Erste, dass ich mir überlege, wie kann ich wirklich im Alltag, im Leben und nicht erst dann, wenn ich mal sterbe, wenn ich gesund und stark bin, nicht wenn ich krank bin und einfach dann denke, Gott ist mein letzter Strohhalm, sondern wie kann ich im alltäglichen Leben, das, was mich jeden Tag erwartet, wie kann ich da nach diesem Gott suchen? Danach suchen, wie er sich mir zu erkennen gibt, wie ich ihn immer mehr erkennen kann. Das könnte so eine erste Dimension von Berufung bedeuten, im Alltag danach zu suchen, Gott zu erkennen. Oder auch, wenn man mir für einen ganzen Lebensabschnitt Gedanken macht, was hat Gott für eine Berufung für meinen nächsten Lebensabschnitt? Dass ich mir überlege, wie kann ich diesen nächsten Lebensabschnitt so gestalten, dass ich Gott immer mehr erkennen kann, dass ich ihm begegnen kann, dass es Raum gibt für Gott, dass er bei mir wirken kann, sich mir zeigen kann. Also in dem Zusammenhang können wir sagen, diese Berufung, Gott zu erkennen, ist etwas, das gilt allen Menschen, haben alle Menschen gleich, aber ist gleichzeitig auch etwas ganz Individuelles, weil sich Gott jedem Menschen persönlich und auf unterschiedliche Art und Weise immer neu und tiefer zu erkennen gibt. Und das führt mich zum dritten praktischen Punkt dieser Predigt. Wie kann das denn im Alltag funktionieren und aussehen? Und deshalb heißt der dritte Punkt der Predigt,
Wir sind berufen, Gott zu erkennen. Das kommt jetzt hier auch auf diesen Wegweiser drauf, auf diesen Berufungswegweiser. Gott erkennen. Und hier einfach ein paar Gedankenanstöße dazu. Wie kann das funktionieren? Wie kann das gehen? Wie können wir durch den Alltag gehen mit diesen offenen Augen und dieser Erwartung an Gott, dass er sich uns zeigt, dass er mehr von sich zu erkennen gibt? Wie können wir diesen Horizont erweitern? Ein Bibeltext dazu, 2. Petrus 1, Vers 2 bis 3. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und durch Jesus, unseren Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Also wenn wir Gott erkennen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dazu sind wir berufen. Das ist das, was Gott bei uns bewirken will. Ich habe so den Eindruck, diese Verse fassen das Ganze recht gut zusammen. Und es ist auch ein unglaublicher Zuspruch für uns. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Er möchte uns begegnen. Er macht es. Wir müssen es nicht selber machen. Und es gibt vielleicht so ganz verschiedene Orte, wo wir merken können, dass vielleicht wäre das der Kern davon. Also ich möchte hier so wie fragen mal, könnte es zum Beispiel sein, dass das der Sinn vom Gottesdienst feiern ist? Dass wir zusammenkommen in der Gemeinschaft, in seinem Wort, im Lobpreis, dass Gott uns hier begegnet. Wo 2 oder 3 zusammen sind, ist er mitten unter uns. Dass Gott uns im Gottesdienst mehr von sich erkennen lassen möchte. Könnte es sein, dass es sich deshalb lohnt, regelmäßig im Gottesdienst zu sein? Nicht, weil man muss oder so, weil man hier Gott erkennen kann? Könnte es sein, dass das der Grund von Kleingruppe ist? Weil man da zusammen im Gespräch ist. Und jeder hat einen Beitrag, was er von Gott erkannt hat. Und zusammen wird die Erkenntnis von Gott größer. Könnte es sein, dass es uns deshalb immer wieder auch in die Natur zieht? Weil wir in der Schöpfung Gott auf spezielle Art und Weise begegnen, in seinem Meisterwerk, das er geschaffen hat. Und wir da auch mehr von Gott erkennen könnten? Könnte es sein, dass das der Kern ist vom Bibellesen? Viele Leute lesen regelmäßig in der Bibel. Und ich habe selber gemerkt, das ist eine super Frage, dass wenn ich die Bibel lese, dass ich Gott frage, was willst du mir heute von dir zeigen? Was darf ich von dir erkennen? Wo willst du mir die Augen öffnen? Könnte es sein, dass das Ziel vom Beten nicht ist, eine Liste abzuarbeiten oder Gott seine Wünsche zu bringen, sondern im Gespräch mit ihm Gott besser zu kennen? Und ein Bild, das ich euch noch mitgeben möchte, ist etwas verborgen in diesem Bild, oder? Ihr kennt das, da muss man so nahe hingehen und dann muss man das so weg und hat so komische Augen irgendwie und sieht alles unscharf und plötzlich erkennt man etwas. Ich habe das Bild beim Ausgang auch noch hingehängt, da könnt ihr mal schauen, was dann dort steht. Es steht etwas da. Und der Alltag kann manchmal auch so sein, wie ein Bild. Dass irgendeine Situation passiert, zum Beispiel ein Konflikt, etwas Schwieriges, eine Herausforderung. Man hat das Gefühl, das hat jetzt gar nichts mit Gott zu tun. Aber könnte es sein, wenn wir genau hinschauen, dass Gott mir in diesem Moment etwas von sich zeigen will? Dass er mich genau da an der Hand nehmen möchte und mich an einen Ort führen, wo ich etwas Neues von ihm erkennen könnte? Könnte es sein, wenn ich in Situationen hineingerate, wo ich mich vielleicht fern von Gott fühle, dass genau da ein zweiter Blick sich lohnt? Und die Frage, Gott, was willst du mir hier drin zeigen? Peter Höhn nennt das in seinem Buch so unerlöste Momente. Wir haben manchmal das Gefühl, in so unerlösten Momenten, wo es Streit gibt, Neid, Minderwert, Stolz, was auch immer, dumme Situationen, Herausforderungen, Krankheit, Leid, Zerbruch, man könnte eine lange Liste machen. Könnte es sein, dass genau da Gott mir begegnen möchte und eine Facette von sich zeigen möchte, die ich sonst gar nicht erkennen könnte?
Ich möchte an dieser Stelle nochmals aus diesem Buch zitieren. Er schreibt da, verantwortlich in der ersten Berufungsdimension zu leben bedeutet also Jesus und durch ihn Gott in seiner Liebe und Weite und Souveränität in allen Dingen zu finden, uns mit den inneren Augen zu sehen, in der Bibel, in der Schöpfung, in anderen Menschen, in den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden, im Schönen und Lieblichen, im Leidvollen und in den eigenen Herzensabgründen, in dem, was mich fröhlich und in dem, was mich wütend macht, in dem, wie Gott mich und wie er andere auf erstaunliche Art gemacht hat. Ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass wir manchmal nach unserer Berufung suchen, an vielen Orten und dabei vergessen, diese erste Berufungsdimension im Alltag zu leben? Und ich will dir das als kleinen Action-Step mitgeben. Frage nächste Woche beim Morgen, beim Mittag und beim Nacht 3-mal bewusst danach im vergangenen Tagesabschnitt, was wollte Gott in diesen Stunden dir von sich offenbaren? Was wollte er von sich zu erkennen geben? Ich möchte gerne, dass wir zusammen zum Schluss beten können, zum Schluss von dieser Predigt. Jesus, ich finde es so cool, dass du uns zeigst, dass du uns berufst, in die Gemeinschaft mit dir, in deine Herrlichkeit einzutauchen, dich, Gott, immer mehr zu erkennen. Und wenn ich daran denke, wie du dich uns zeigst, als rettender Gott, als Liebe, als Licht, als Wahrheit, als der zu uns kommt und sich alles kosten lässt, Jesus, der ans Kreuz gegangen ist. Du willst, dass wir immer mehr erkennen, wer du bist. Und dadurch können wir auch immer mehr erkennen, wer wir sind in dir. Und Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die hier sind oder zu Hause und zuhören, die dich als Retter noch nie erkannt haben, dass du dich ihnen zeigst. Dass sie dich erfahren dürfen, dir begegnen können und dass du zeigst, wie du sie in eine lebendige Beziehung zu dir hineinholen willst. Und Jesus, ich bitte dich für uns alle, gerade für die nächste Woche, dass du uns immer wieder in allen Situationen, wie fromm oder weltlich sie uns vorkommen mögen, dass du uns zeigst, wie du dich uns zeigst, was du von dir offenbarst in den Situationen des Alltags. Und ich bitte dich, Jesus Christus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, lass uns immer mehr eintauchen in diese Berufungsdimension, dich zu erkennen. Amen.